Als Oma for Future macht sich Angela Deierling aus Sommerhausen im Landkreis Würzburg stark für Klima- und Umweltschutz und für ihre Enkel. Manchmal bin ich eine Kämpferin. Ja, das zieht sich durch mein Leben, weil ich denke, es geht nicht darum, dass man alles akzeptiert, was einem passiert, sondern dass man wirklich auch Stellung bezieht und Position bezieht und versucht einfach ein Stückchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, so gut es halt gelingt. Mir geht es wirklich darum, um meine Nachkommen, um alle Nachkommen und um diesen wunderbaren Planeten, um diese Erde. Und ich sehe einfach, es ist notwendig, dass ich aufstehe und dass ich mich melde und sage, Leute, so geht's nicht. Wir müssen umkehren, wir müssen umdenken. Wir müssen einfach ganz neu noch mal denken, weil so fahren wir das ganze Ding an die Wand. Aufgewachsen mitten in der Natur, in einem kleinen Dorf im Fichtelgebirge, hat sie mit ihrem heißgeliebten Papa die ersten Ökokämpfe ausgefochten, hat ihn wegen seiner Vorliebe für englischen Rasen beschimpft als Maulwurftöter. Und dann musste da natürlich immer der Rasen so kurz gehalten werden und immer mit dem Rasenmäher drüber. Und immer wenn die Gänseblümchen wieder da waren, habe ich mich gefreut und ja, sie angeguckt, auch manchmal eins gepflückt. Und dann kam der Rasenmäher und hat sie alle niedergemacht. Dann habe ich gesagt, Papa, du bist ein Gänseblümchenmörder. Das hat ihm nicht gefallen, aber er hat weiterhin seinen Rasen so gepflegt. Und einiges von ihm findet Angela bis heute in sich wieder. Ja, sowas Anarchisches oder auch das Fröhliche und so ein bisschen, ja, nicht immer gleich nachgeben oder immer gleich aufgeben auch, ja. In Kombination mit der Schwere ihrer streng katholischen Mama keine ganz einfache Mischung. Ja, dann kann es passieren, dass ich mal durch die Gegend tanze und laute Musik anmache hier und ja. Aber auch, dass ich manchmal wirklich Phasen habe, wo ich traurig bin, wo ich auch so deprimiert bin und ja, schauen muss, dass ich nicht zu tief absacke im Loch. Als junge Frau ist Angela dann Ende der 70er Jahre zum Studium nach Würzburg gezogen, zu sechst in eine WG. Und es war echt eine wunderschöne Zeit. Auch schon geprägt von ihrem politischen und ökologischen Engagement. Damals in der Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung. Heute mit den Omas for Future. Ursprünglich ist die Idee angelehnt an die Fridays for Future Bewegung. Also es sind die meisten wirklich auch aus dieser Ecke Buddhismus, Spiritualität, die aber Spiritualität nicht verstehen als auf dem Kissen sitzen und irgendwie erleuchtet werden, sondern in die Welt zu gehen damit, das in den Alltag zu bringen und da wirklich was zu verändern auch damit. Ihre Beweggründe ähneln sich. Also für mich war es einfach so, dass ich erschrocken bin das erste Mal bei so einer Demo, wo ich dachte, ich bin die Generation, die das mit verursacht hat. Also das hat mich sehr betroffen gemacht. Und dass es dann von unserer Generation diese Aktionen gibt, dass wir uns dazu bekennen, ja, wir hatten das mit verursacht, aber wir sind auch dabei, jetzt mitzuarbeiten oder aufzuklären und mitzuhelfen, wie wir es ändern können. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und dann, dass wir mit dem Bild, was von Seniorinnen transportiert wird, überhaupt nicht zufrieden sind. Und was wir denn eigentlich als lebenserfahrene Frauen in die Gesellschaft transportieren können. Ja, so an Weisheit, wie es auch bei den indigenen Völkern gewertschätzt wird. Wir haben ja auch eine gewisse Narrenfreiheit. Die Zukunft der kommenden Generation lag Angela schon immer am Herzen. Deshalb auch ihr Studium der Sonderpädagogik. Ich habe mich immer schon gerne damit befasst, was ist normal und was ist besonders und wo ist der Unterschied. Ich habe dann während dem Studium mit schwerst mehrfach behinderten Kindern gearbeitet. Und das war wirklich mein Ding. Das habe ich ganz, ganz gerne gemacht, weil es so nicht definierbar ist. Durch die Arbeit wird ihr bewusst, dass jedes Kind anders lernt und besonders ist.
Deshalb gründet Angela Jahre später, als sie selbst schon Kinder hat, gemeinsam mit Kollegen eine freie ökologische Schule mit ganz anderem Fokus. Die ganze Art zu lernen, einfach viel mehr kindgerecht, viel mehr gesamtheitlich, nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz mitnehmend und dass die Kinder einfach viel mehr Freiraum haben. Wir gehen einfach davon aus, dass Kinder gerne lernen und wissbegierig sind. Und durch unser Schulsystem und diese festen Lehrpläne wird es so strukturiert, dass da kein Raum mehr ist und dass man ganz vielen Kindern die Freude am Lernen nimmt. Doch das Projekt wird von offizieller Seite gestoppt. Obwohl Angela gemeinsam mit ihren Kollegen auf die Straße geht und wieder für ihre Überzeugung kämpft. Vergebens. Das muss ich wirklich sagen, war eine meiner dunkelsten Zeiten im Leben, weil das wirklich so ein Herzensprojekt war, das ich in die Welt bringen wollte. Und als das nicht funktioniert hat, war ich sehr, sehr traurig. Und als ich dann meinen Sohn an der Regelschule anmeldete, habe ich geweint. Das war für mich ganz schlimm. Dennoch, die Zeit mit ihren Kindern genießt Angela sehr, konzentriert sich auf ihre 3 Jungs und bleibt 5 Jahre ganz zu Hause, bevor sie ihre Arbeit als Pädagogin wieder aufnimmt. Mit ihrem Mann hat sie sich irgendwann auseinandergelebt. Und ihr politisches Engagement hat aus Zeit- und Kräftemangel viele Jahre geruht. Wiederentdeckt wurde es beim Anblick ihrer Enkel. Also das berührt mich sehr, dieses kleine Wesen noch mal so nah zu erfahren. Das ist so wunderbar. So dieses zarte, zerbrechliche. Und das war so der Grund, was ich als erstes gemacht habe, nachdem ich dann im Ruhestand war, dass ich mich umgeschaut habe, wo kann ich mich engagieren, und habe dann die Omas for Future gefunden. Und die Omas for Future sind eine deutschlandweite Organisation und habe dann in Würzburg die Regionalgruppe gegründet. Ursprünglich wollten die Omas for Future in Würzburg auf die Straße gehen, gegen Wachstumswahnsinn, Ressourcenverschwendung und Klimazerstörung demonstrieren und auf dem unteren Marktplatz tanzen. Doch dann hat sich über Nacht durch den Kriegsausbruch in der Ukraine alles verändert. Wir stehen eigentlich für das Leben hier. Und jetzt Krieg bedroht einfach das Leben. Krieg ist immer auch massive Umweltzerstörung und Menschenzerstörung. Es verletzt Menschenseelen, es verletzt, es tötet Menschen. Und und auch die Umwelt. Und ja, das ist gerade, finde ich, geht sehr nah gerade. Ich bin total betroffen und erschüttert von dieser Geschichte mit der Ukraine. Und mir geht es nicht gut. Im Angesicht von Krieg ist die Verzweiflung übermächtig und alles erscheint sinnlos. Dennoch, Angela und die Omas for Future sind sich bewusst, dass sie zwar vielleicht nicht die Welt retten können, wohl aber Haltung zeigen und Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.